dich längst von ihr aus gesieriert besser Murray Smith, den als zweiten Intervenant hauptsächlich über die Situation in Griechenland am europäischen Kontext schwätzt. Neben mehr Fabian Lenz wird als dritt die Alternativen aufweist von einer Entwicklung von der Europäischen Union. Ich selber hoffe mal Ende probieren eine Introduktion zu machen am Sinn von wann de lo Gelegenheit ergriffen wird, für eine andere Richtung anzuschlagen, da riskiert es für die Europäische Union zu spät zu sein. Die hat an ihrem Dossier einen Text mit dem Titel Europe saisir l'occasion pour changer de cap, das ist also das, die Message, auch mit einem Resümee auf einer Seite von dem, was mehr dazu mengen und zu dem, was man dazu heute ausdrücken. Der hat dann den Text von einem Appell als Beispiel aber für positiven Signale aus der Zivilgesellschaft. Ein Appell, den initiiert ging von deutschen Wirtschaftswissenschaftlern, Syndikalisten, die nehmen, wie du gesehen sind, nicht wahrscheinlich bekannt. Aber wenn man guckt, ob der List von den ersten Erzählern, da fand er da auch ein Philosoph, den eigentlich an der ganzen Welt bekannt ist, Jürgen Habermas, den sich immer mit der europäischen Frage beschäftigt. Den hat also den Appell auf Deutsch und auf Französisch, und wir sind noch am Gangen von einer Seite aus zu schreiben, also als Personen. Und als letztes kleines Dokument oder ein Auszug aus einem längeren Dokument, was eine Arbeitsgruppe Ökonomie von der Linken präpariert hat für den Kongress über die ökonomische und soziale Entwicklung zu Lützeburg an Europa, und wo man die Extremen, die sich auf Europa beziehen, herauskopiert. Moi, als zu Brüssel eine informelle Reunion, angerufen von Van Rompuy. Und du gehst für dich bei einem Diner bezeichnenderweise gemeinsam diskutiert über die Zukunft von Europa nur die Wahlen an Frankreich und an Griechenland. Wir sind ja blank sind, wenn ich nicht gesehen, dass die rabiate Austeritätspolitik an einer Reihe von Ländern schon an eine dramatische Rezession geführt hat, dass Europa immer mehr an demokratischer Legitimation verliert und riskiert, auseinander zu fallen. Bei politischen Wahlen in letzter Zeit gibt es auf der einen Seite zwei Zeichen von einem neuen Wand, Frankreich, Griechenland, andererseits aber auch eine beunruhigende Stärkung von rechtsextremen Parteien, auch auf Frankreich, auch auf Griechenland. An der Situation Menge mehr haben die europäisch Responsablen auf allen Niveaus, am nationalen und am europäischen Niveau, eine enorme Verantwortung. Wir sind uns nicht sicher, ob sie sich dies wirklich bewusst sind. Lo wird Gelegenheit, die Richtung zu ändern. Und dafür appelliere mehr an uns Chamber, an uns Regierung, die Verantwortung echt zu holen, eine Position zu ergreifen für eine soziale und demokratische Erneuerung von der Europäischen Union. Mit Verantwortung liegt natürlich nicht allein bei den offiziellen politischen Institutionen, auch das, was die europäische Zivilgesellschaft nennen, die aber eigentlich auch unserer Meinung nach nicht genug entwickelt, das müsst ihr Verantwortung überholen. Wir brauchen also mehr wie je eine stark europäische Zusammenarbeit zwischen all denen, ob da Parteien sind, Gewerkschaften, Assoziationen, die sich für so eine neue Orientierung ersetzen. Wann diese Gelegenheit nicht benutzt wird, wann sich die neoliberalen Hardliner weiter durchsetzen, wann einmal dem neuen französischen Präsident sich äußerst moderat Vierstehs nicht weiterführen, weil sie auf den deutschen Beton stoßen oder bis zur Unkenntlichkeit verwässert gehen,
wann Griechenland mat Force an Knee gezwungen wird, an all demokratisch Warnungen an die Wand geschlagen gehen, da könnte Europa nicht aus der Krise raus. Und da gibt Gefahr von autoritären, auch nationalistischen, falschen Lösungen mehr groß. Austerität auf Wachstum sind nicht zwei Seiten von derselben Medaille, wie Madame Merkel meint, sonst wären wir ja wohl nicht an der Rezession gelandet, an der wir angekommen sind. Es geht dafür auch nicht durch, den sogenannten Stabilitätspakt zu ergänzen durch irgendein vage Protokoll über so etwas wie Wachstum, wie ihn überall hört. Weil der Begriff vom Wachstum als ein höchst vieldeutiger Begriff, den unbedingt muss hinterfragt gehen. Weil bislang war den dominanten Dogma an Europa den, und der steht auch schon hinter dem Pakt Stabilité et de Croissance, den hat schon so geherrscht, von 1997. Wachstum beruht auf der Kompetitivität von der Wirtschaft, an die Kompetitivität beruht auf Lohnmäßigung, Reduzierung von den sozialen Ausgaben, Flexibilisierung vom Arbeitsrecht, niedrige Steuern auf die Beneficer, Vermögen und so weiter und so fort. Das als die neoliberale Angebotspolitik, die als an Finanzkrise, an Schuldenkrise, an Rezession geführt hat. Wir brauchen also eine andere Definition vom Wachstum, an eine andere Wachstumsstrategie, und die muss auf zwei anderen Prioritäten beruhen. Erstens der soziale und der öffentliche Nachfrage. Der soziale Nachfrage, das heißt der Erfüllung von sozialen Besoinen, da kann es nicht sein, dass er den Lohn weiter aufsetzt, der Mindestlohn in Griechenland über 20% kürzt. Da muss es umgedreht so sein, dass den Anteil von den Löhnen geschaffene Wert geht. Der öffentliche Nachfrage, dann dürfen die öffentlichen Ausgaben nicht einfach rabiat mit dem Hufel gekürzt gehen, da müssen natürlich Prioritäten gesagt gehen, und dann ist froh, wie eng. Eine Priorität müssen kollektiv sozial besoin sein. Das heißt, mehr an Erziehung und Ausbildung, mehr an Gesundheit, auch präventiv, mehr an den ganzen Sektor von der Pflege, wie notwendig das gesehen wir an der letzten Ausgabe vom Forum, den immer mehr wichtig wird und den an einem unzulänglichen Zustand ist. Priorität muss sein den Aufbau von der Arbeitslosigkeit ohne immer weiter prekäre Arbeitsplätze zu schaffen. Und die andere Priorität, die auch zu viel an den Hintergrund trickelt an der aktuellen Diskussion, das nachhaltige Entwicklung. All Investitionen, die war früher an allen öffentlichen Reden, die ist aber bald ganz draus verschwunden. Das ist aber unserer Meinung nach immens wichtig, wenn ihr wollt definieren, in welche Richtung das selektive Wachstum ist gehen. All Investitionen müssten überprüft gehen, nur die Kriterien von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Das ist dann auch Notwendigkeit von einer ökologischen Rekonversion von der Ökonomie, eine Energierevolution und so weiter. Und das bedeutet natürlich auch Kosten. Das bedeutet Kosten für technische Innovation, das bedeutet Kosten soziale Plan, wenn in die Rekonversion nicht will verbannen mit sozialen Aufbau. Muss ja natürlich auch so, dass man in die Abhängigkeit von den fossilen Energien aufbaut, dass dazu dann aber eigentlich Kosten abspurt. Da stellt sich vor, wie das zu finanzieren ist, wenn wir da alles brauchen. Wir gehen nicht mit zu wiederholen, dass Finanzierungsfroh immer eine Frage von der Verdelung vom geschaffenen Reichtum ist. Und das muss sowohl Thema im nationalen wie im europäischen Plan sein. Durch dem Steuerdumping an den drastischen Steuergeschenke und die der Manste nötig hatte, mit der Konsequenz, dass der guten Teil von dem akkumulierten Geldreichtum kein produktiv, mehr eine destruktiv Wirkung hat, drängt sich eine seriöse Umverteilungspolitik über Steuern regelrecht ab. Und das können sowohl oder müssten sowohl koordiniert Nationalmaßnahmen sein, also koordiniert im europäischen Plan,
wie auch wirklich neu europäisch Steuern für europäische Projekte, aber immer auch mit einer sozialen Umverteilungsfunktion. Dann dürfen wir aber auch nicht Kredit a Geldschaffung einfach dem privaten Finanzsektor überlassen, wie das schon nach immer der Fall ist, obwohl wir dann aus der Krise müssten lehren. Den privaten Kredit an Finanzsystem, dem sein Ziel ist ja manifestement nicht als eine soutenable gesellschaftliche Entwicklung zu garantieren, mehr eine höchstmögliche Rendite rauszuklappen. Wir brauchen also einen breiten öffentlichen Finanzsektor. Und wir brauchen auch eine Änderung vom Statut von der Europäischen Zentralbank, für das sie entweder direkt oder, wie Lolo anscheinend an der Diskussion steht, indirekt über die Europäische Investitionsbank groß europäische Projekte kann finanzieren. Und dann brauchen wir eine grundsätzliche Erneuerung von der Demokratie europäischen Plan, von der eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt. Wir meinen, dass der Mangel an Demokratie eigentlich eine von den Ursachen von der Krise ist, an der wir stehen, weil wenn in den letzten Jahrzehnten wirklich mehr eine öffentliche Debatte, mehr öffentliche Partizipation gehen hat und den Entscheidungen auf alle Pläne an der Welt, auch mehr Mitbestimmung vom Salariat, da wären wir möglicherweise oder wahrscheinlich nicht an die Krise überhaupt geraten. Aber die Konsequenzen gehen nicht gezogen. Am Konträr muss ich sagen, wie die Krise geriert wird, landen wir regelrecht an einer Krise von der europäischen Demokratie. Wenn ihr guckt, wie die letzten Verträge ausgehandelt sind, aber wenn ihr guckt, was da steht, da kann ihn nicht ernst wie feststellen, dass sie an einem krassen Widerspruch stehen zu den elementaren Prinzipien von der Demokratie, und eigentlich sogar als Nationalkonstitutionen, wenn sie einigermaßen demokratisch sind, vorstellen. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn die zwei Verträge in Kraft sind, dann sind wir so weit, dass 17 Finanzministerinnen ohne irgendeine seriöse demokratische Kontrolle und ohne irgendein seriöses demokratisches Mandat darüber entscheiden, wie weit der Mindestlohn nach Griechenland nach muss gesagt gehen, oder wenig Spuren ja dürfen an Pension gehen, oder was für öffentliche Service an Italien nach muss privatisiert gehen, und wenig zu Lützeburg ein Index dann definitiv aufgeschafft muss gehen. Weil das was eigentlich der Kern von den zwei Verträgen aus dem sogenannten Rettungsschirm und dem sogenannten Stabilitätspakt. Wir sind auch bei dem, was der deutsche Philosoph Jürgen Habermas bezeichnet wird als einen undemokratischen Exekutivföderalismus. Das heißt zwar mehr Kooperation europäischen Plan, aber auf eine undemokratische Art und Weise. Ich nenne das einen neuen europäischen Despotismus, und nicht einmal einen besonders abgeklärten, wie den aus dem 18. Jahrhundert oder doch 18. Jahrhundert. Wir brauchen also wir brauchen wirklich eine neue Gouvernance an Europa, aber eine neue demokratische Gouvernance. Und das liegt an der Verantwortung von den Parlamenten, den nationalen wie auch dem europäischen, an der Verantwortung von den Parteien an Europa, den nationalen und den europäischen, aber auch an der Verantwortung von all denen Akteuren, die wir zur Zivilgesellschaft rechnen. Da gibt es hoffnungsvolle Signale, dafür immer den Appell an Herrn Dossier gelöst. Es gibt auch ein hoffnungsvolles Signal von Seite von sozialen Movimenten. Da muss aber alles nach vorne, mehr sind dabei. La question de la dette souveraine est au cœur de la crise de la zone euro depuis 3-4 ans. Par exemple, entre 2007 et 2010, la dette souveraine de l'ensemble de la zone euro a augmenté de 26%. Et pour l'Espagne, ça passe de 36 à 62% du produit intérieur brut, et pour l'Irlande, de 25 à 80%. Alors, pendant cette période entre 2007 et 2010, il n'y a pas eu d'explosion de dépenses sociales. Hein, parce qu'on dit que le problème, c'est qu'il y a trop de dépenses sociales, il y a trop de dépenses pour la santé, l'éducation, les allocations sociales, et donc il y a la dette, il y a des déficits. Ce n'est pas ça.
Cet argent, cette explosion de la dette souveraine est le résultat d'une aide aux banques en 2008-2009, des plans de relance à la même époque. Et ça s'explique pour l'Espagne, pour l'Irlande et aussi pour le Royaume-Uni, qui n'est pas fait partie de l'eurozone, par l'éclatement des booms immobilières et des effets sur les banques. Alors en Grèce, effectivement, il y a un problème de dette publique. Parce que même avant la crise, la Grèce avait une dette publique de 95% du PIB. Ça s'explique de plusieurs façons, notamment par le fait qu'en Grèce, comme ça a été remarqué, il y a beaucoup de gens qui ne paient pas d'impôts. Les grands entrepreneurs, les vrais capitalistes, en général, mettent leur argent à l'étranger. Il a été estimé qu'il y a 600 milliards d'euros grecs dans les banques suisses. Et même les classes moyennes étaient largement payées très peu d'impôts. Ce n'était même pas une question d'évasion fiscale, c'était tout un système de gouvernance et de clientélisme. Quant aux dépenses gouvernementales, entre 2005 et 2009, sous le gouvernement de la nouvelle démocratie, le gouvernement a acheté 20 avions de chasse Mirage de la France et 26 avions de chasse F-15 des États-Unis. Et ces achats comptaient pour 40% des importations du pays pendant ce temps-là. Donc, de l'argent complètement gaspillé, pas payé cash, mais avec de l'argent que l'État grec empruntait aux banques, essentiellement françaises. Donc, si on regarde, le responsable de la crise de la dette souveraine, ce n'est pas le secteur public, ce n'est pas les salariés, ce n'est pas les dépenses sur la santé et l'éducation, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les retraités. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui paient la crise par les plans d'austérité. Et si on regarde le plan dit de sauvetage, qui est un plan d'austérité qui a été signé par le gouvernement grec le 21 février, avec un mémorandum qui a obligé le gouvernement, en échange de 130 milliards d'aide de la Troïka, d'appliquer une politique d'austérité et de réforme structurelle. Austérité, licenciement de 150 000 salariés du secteur public sur 750 000, réduction des allocations de retraite, réduction des dépenses sur la santé, de l'éducation, fermeture des corps, des hôpitaux, etc., etc. Donc ça, c'est le volet austérité. Le volet réforme structurelle sont essentiellement une série d'attaques contre le niveau de vie, contre les salaires et contre les droits sociaux des salariés. Donc le salaire minimum doit être réduit de 22%, qui le ramènerait à 470 € net par mois, moins pour les moins de 25 ans. Et les conventions collectives ont été supprimées. Enfin, elles existent toujours, mais elles ne sont plus obligatoires pour les employeurs. Voilà, Et donc, tout le projet, c'est une idée qu'on peut augmenter, qu'on peut arriver à la croissance, parce qu'ils veulent toujours arriver à la croissance, en augmentant la productivité et la profitabilité par la baisse massive des salaires et la destruction des droits sociaux et de fait de l'État social. C'est un nivellement par le bas. Et ils utilisent la crise de manière absolument consciente pour faire ça. Si on regarde où va l'argent, si on regarde ce plan, ce mémorandum qui a été signé en février, sur les 130 milliards, il y a 30 milliards qui vont aux créanciers qui acceptent d'échanger leurs obligations de l'État grec pour des obligations à plus long terme. Il y a 35 milliards qui vont vers le rachat d'une partie de la dette. Il y a 25 milliards qui vont pour recapitaliser les banques grecques. Ça reste exactement 40 milliards pour le reste. Et il y a des mécanismes qui sont mis en place
pour s'assurer que l'argent est dépensé de cette façon-là et pas autrement. Donc, l'État grec n'a pas le droit d'utiliser l'argent qui est marqué pour remboursement des créanciers pour des dépenses sociales. Donc, bien sûr, ça, c'était le 8e plan d'austérité depuis 3 ans. Et pendant ces 3 ans, effectivement, il y a eu beaucoup de résistance en grec. Il y a eu des dizaines de manifestations, des grèves générales, même des occupations. Et tout ça, c'est absolument nécessaire. Mais il y a aussi eu, le 6 mai, pour la première fois depuis le début de la crise, des élections. Et le fait majeur de ces élections, c'était la percée de la coalition de la gauche radicale Syriza. Le parti PASOK, Parti socialiste grec, Parti social-démocrate, qui avait gagné les élections 2009 avec 44%, passe à un peu plus de 13%. Le parti d'opposition, la Nouvelle Démocratie, qui avait 33% en 2009, passe à entre 18 et 19%. Et Syriza passe de moins de 5% à presque 17%. Il y a aussi une progression d'autres partis de gauche, et malheureusement, il y a aussi l'entrée au Parlement du parti Aube Dorée, qui est un parti d'extrême droite et qui est vrai, sans exagération, qui est un vrai parti nazi. Mais le fait est que la gauche radicale, dans son ensemble, équilibre les deux partis qui sont considérés comme respectables, acceptables par les dirigeants européens, par les marchés, etc., etc. Et donc, puisque ces élections n'ont pas conduit à une possibilité d'un gouvernement de coalition, il y aura de nouvelles élections le 17 juin. Alors, qu'est-ce que c'est Syriza et qu'est-ce qu'on veut? Bon, Syriza, le parti principal de Syriza, Syriza, c'est une alliance qui va de l'extrême gauche jusqu'aux gens qui étaient au PASOK, qui étaient députés de PASOK, qui ont été exclus du PASOK pour s'être opposés au plan d'austérité. Et la composante principale s'appelle Synaspismos. C'est une partie qui fait partie du parti de la gauche européenne, comme dit Lenk. Syriza et Synaspismos, ce sont des forces qui ne sont pas anti-européennes, qui sont en fait plus pro-européennes, qui situent la perspective de sortie de la crise et la perspective politique dans un cadre européen, qui ne sont pas pour quitter la zone euro, qui sont encore moins pour quitter l'Union européenne. Et Syriza est devenu maintenant le parti à abattre. Il y avait un article dans le Financial Times il y a 2-3 jours qui expliquait que ça a été décidé à un haut niveau en Europe que la dernière élection le 6 mai, c'était pour ou contre le plan d'austérité. Et le contre a gagné à 70%. Donc, ces élections, qui sont maintenant le 17 juin, ça ne va pas être ça. Ils vont être présentés comme pour ou contre l'euro. Alors, la grande majorité de la population terrestre est pour l'euro, mais ça va être présenté. C'est soit l'euro plus les plans d'austérité, soit la sortie de l'euro. Et c'est présenté comme ça. Et au fait, tout le monde n'est pas d'accord, et M. Jean-Claude Juncker n'est pas d'accord. Il dit que ce n'est pas une façon de procéder, ce n'est pas une façon de procéder avec des gens qui sont nos amis, nos collègues, nos citoyens européens, etc. etc. Donc, il y a des gens qui s'inquiètent, même parmi les dirigeants européens, que le fait de ce matraquage, de cette espèce de chantage, peut être le contraire de ce qui est souhaité. Pour ces élections, Syriza a un programme, enfin il y a tout un programme d'ailleurs, mais il a réduit son programme à 5 points, dont les 2 premiers points sont l'annulation de toutes les mesures d'austérité, les licenciements, les réductions de salaire, etc., etc.,
et l'annulation de toutes les mesures contre les droits des salariés, pour démonter un État social. Il y a un troisième qui est très grec, des réformes des institutions politiques. Le quatrième, c'est de demander une enquête sur les banques grecques et de demander la publication d'une enquête qui a été menée par une société BlackRock, qui n'est pas franchement une société qui est très liée à la gauche, c'est une grande société américaine, et qui a fait un rapport qui n'a pas été publié. Et dernièrement, de demander un audit de la dette grecque, un audit international, et en attendant le résultat de cet audit, un moratoire sur la dette. Donc on ne paie plus les intérêts sur la dette. Et on introduit là la notion de dette illégitime qui existe dans la loi internationale et qui dit que des dettes qui ont été contractées à cause de choses comme achat d'armes, de la corruption, etc., ne sont pas forcément remboursables. Et effectivement, puisque si par hasard, et ce n'est pas sûr, s'il y a un gouvernement de la gauche radicale qui sort des urnes le 17 juin, ce gouvernement-là ne veut pas dire, puisqu'on rejette la politique d'austérité, on va sortir de la zone euro. Il va dire, on va finir avec la politique d'austérité, mais on va rester dans la zone euro, on va rester dans l'Union européenne. Alors, c'est souvent dit en ce moment qu'il n'y a pas de mécanisme pour la sortie d'un pays de la zone euro ou même de l'Union européenne. Ce n'est pas prévu. C'est encore moins prévu qu'un pays qui refuse de sortir est sorti de force. Ça n'a jamais existé. Mais ça se poserait exactement comme ça. Il y aurait un bras de fer. Et dans ce bras de fer, un gouvernement grec qui rejetterait l'austérité aurait des cartes en main. Parce qu'il y a ceux qui font de la propagande pour essayer d'effrayer l'électorat grec. Et puis il y a ceux, des journalistes financiers, des banquiers, etc., qui essaient de regarder la situation et de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Est-ce qu'il est souhaitable de garder la Grèce dans la zone euro? Est-ce qu'il est souhaitable que la Grèce sorte et comment, etc., etc. Et le quotidien, hier, avait un petit article où il citait le Deka-Bank en Allemagne, qui avait calculé que le coût total d'une sortie de la Grèce serait de 350 milliards. Donc 86 milliards pour l'Allemagne. Donc ça c'est jouable. Ça c'est jouable, c'est sympa. Ce qui n'est pas jouable, c'est les effets en chaîne qui sont en grande partie incalculables. Personne ne sait. Tout le monde a son opinion, personne ne sait exactement comment ça peut se passer. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle l'Eurosystème, qui est un réseau de banques centrales nationales de la zone euro. Et entre ces banques centrales nationales, ils se prêtent de l'argent. Ils empruntent de l'argent, ils prêtent de l'argent. Avant la crise, c'était quelque chose d'absolument marginal. Par exemple, en 2006, les créances de la Bundesbank étaient de 5 milliards d'euros. En 2010, 325 milliards d'euros. En 2011, 489 milliards. Et pour le Luxembourg, entre 2006 et 2011, ça passe de 68 milliards à 110 milliards, ce qui est beaucoup pour le Luxembourg. Et quand on sait que c'est un système où les créances des uns sont équilibrées par les dettes des autres, et que ceux qui ont les dettes sont la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, et même en moindre mesure la France, et que franchement, le collatéral pour ces dettes, c'est un peu suspect. Par exemple, l'obligation d'État grec, ce n'est pas vraiment très, très fiable.
Donc ça, c'est un effet possible économique. Il y a aussi un effet de contagion sur l'Espagne et le Portugal notamment. Et Grèce, si la Grèce est un problème aujourd'hui, il y a un problème aussi encore plus grand sur la forme de l'Espagne, qui avec la Grèce a un taux de chômage entre 20 et 25%, qui a un taux de chômage des jeunes qui dépasse les 50%, et qui a une grosse crise bancaire qui couvre. Donc il y a des effets économiques et il y a aussi les effets politiques sur la crédibilité de la zone euro et même du projet européen. Et donc, bien sûr, il y a des alternatives, Fabien va parler de ça, mais tout simplement, la Banque centrale européenne, qui n'a pas le droit de prêter aux États, a prêté 1 000 milliards aux banques européennes entre novembre et février, sans contrepartie. Hein? On prête 130 milliards à la Grèce avec beaucoup de contreparties. On prête 1 000 milliards aux banques sans aucune contrepartie. 1%. On veut, oui, à 1%. Et on veut bien que cet argent sert à prêter de l'argent au secteur, à l'économie productive, mais on n'insiste pas. Et donc, ils utilisent cet argent pour beaucoup de choses, mais pas ça. On estime que 4% de cet argent, effectivement, est utilisé pour prêter à l'économie dite réelle. Il est aussi possible de faire dans une union monétaire des transferts fiscaux. Il y a un article dans le Financial Times aujourd'hui de l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Argentine, quelqu'un qui se connaît en crise financière, en crise de la dette souveraine et même comment faire défaut et survivre. Il dit simplement que c'est une union monétaire qui a vocation à devenir une union politique. Il faut qu'elle se comporte comme telle. Et donc, il faut que l'Allemagne paye, que les pays riches transfèrent des fonds à des pays moins riches, comme ça se passe normalement dans une union monétaire et politique. Donc, il y a ce qui est possible. Si la Grèce, effectivement, sort de la zone euro et est obligée de reprendre le drachma, ce sera vraiment parce qu'elle n'a aucune autre possibilité. Et ça dépend aussi du soutien qu'elle aura des autres pays. Et Alexis Tsipras, qui est le président de Syriza, même en pleine campagne électorale, il était hier soir à Paris à rencontrer la gauche française. Il est aujourd'hui en Allemagne pour rencontrer la gauche allemande. Et les Grecs de gauche considèrent ça comme très important parce que beaucoup de choses se joueraient aussi du fait que la Grèce ne reste pas isolée. Ich werde mich wahrscheinlich also ein bisschen wiederholen für Sachen, die ich schon gesagt gesehen. Ich komme nur auch nach auf einer Wolle zurück, was Lenkalternativen belangt auf einem europäischen Niveau, aber EU-Niveau. Wir hatten effektiv, also du hast angefangen für drüben mit der Idee von einem neuen Wand, und ich meine, das stimmt doch. Also mit den Wahlresultaten hauptsächlich in Griechenland, aber auch in Frankreich. Wir sollen sich aber manchmal beim Holland nicht weiter große Illusionen machen, weil die Sachen, die hin für andere im europäischen Niveau ist, hauptsächlich mal nach dem Pakt dabei setzen, so viel Croissance. Das wird natürlich fundamental nicht ändern und der Politik für den Moment getrieben wird. Man noch logisch schwarz sowohl den Murray wie den anderen von Rechtsextremismus den abkönnt an praktisch überall an alle Länder in Europa. Wenn ich dann zurückgucke geht an die Texte von der Union, ich meine das sogar in der Schumann-Deklaration selber, da steht dran ein créer une solidarité de fait entre les États. Und wir sind manchmal mit den Nationalismen, die abkommen. So, nicht nur Rechtsextremismus an den nationalen Ländern, aber auch Nationalismen Länder gehen. Wir sind immens weit weg von der basischen Idee, wo die Leute hätten, also zusammen solidarisch sind auf einem europäischen Niveau. Just das pur so zu remarken dazu.
mehr konkret. Es sind verschiedene Mesuren, die kennt direkt, also wirklich dann immédiat umsetzen, ohne dass in Lo Mist direkt neue Trete machen gehen oder die Altrete vielleicht ablesen. Es gibt wirklich konkrete Mesuren. Ein ganz einfach sagte, dass Austeritätspolitiken endlich abgehen. So, weil wenn es ein Beispiel gibt, dann ist es ja wohl Griechenland, wo ihr gesagt, dass es keinen Sinn hat. Natürlich müssen Sie sich dann vorstellen, für wen ergibt es aber da Sinn, dass wir trotzdem weitermachen. Und da ist den Murray auch schon für den Fall Griechenland drauf angegangen. Eine Fiskalharmonisierung brauchen wir am europäischen Niveau, weil also das wir sich ein Pilier für sozialen Europa aufzubauen. Wenn man eine fiskale Harmonisierung haben wir eine Umverteilung vom Reichtum auf einem europäischen Niveau, die Idee, dass die Reich für die Armen abkommen oder helfen. An eine Fiskalharmonisierung die auch bedeuten, dass wir einen Verschluss machen mit sozialen Dumping innerhalb von Europa. Ein weiterer Punkt ist Banken nationalisieren. Also, natürlich können wir halt zuletzt nicht alle Banken nationalisieren. Das ist nicht das, was man merken. Mit den Banken, die eine fundamentale Rolle spielen an den nationalen Ökonomien, wenn sie dann am plus sollen Gehilfe kriegen vom Staat, davon von mir, dass in sich soll direkt eine Nationalisierung denken. Und dann hat eine demokratische Kontrolle über das Agissement und auch die Orientierungen von den Banken. Das Publikum, da wo wir auch schon darüber gesprochen haben, was Griechenland anbelangt, wir so allgemein hatten wir gerne ein Audit von den Datenpubliken generell, für zu gucken, wie groß ist der Teil von der Daten, den effektiv durch Spekulationen könnt oder also herauszufinden, wiefern das illegitim ist. Und wenn in denen die Analyse möchte, kann ich noch sagen, dass effektiv der illegitim Dat, die muss nicht zurückbezahlt gehen, und da sollen dann die Responsabel, weil das kann ich herausfinden, dafür abkommen. Auch auf einem europäischen Niveau für gegen den Schuhmarsch zu gehen, eine Arbeitszeitverkürzung allgemein am europäischen Niveau. Das heißt, dass da auch kennt, ja, an der innerhalb von der EU eine Redistribution von der Arbeit überhaupt machen, dass man die Arbeitsplätze kreieren, wo sie gebraucht gehen, und das geht nicht einmal über die Arbeitszeitverkürzung. Da muss ich natürlich auch dabei direkt sagen, das geht ohne Reindustrialisierung, geht das nicht. Wir brauchen auch in Europa eine Reindustrialisierung. Das heißt, die Unternehmen, die rausgegangen sind aus Europa, sich zurückholen. An derselben Logik bis ein europäischer Mindestlohn, das ist auch etwas, wo wir schon lange davon schwatzen, proportionalen, das heißt 65% vom Revenu median auf nationalem Niveau. Dadurch meine ich an der Idee für Schluss zu machen mit dem Sozialdumping zwischen den europäischen Ländern. Reformen von der Europäischen Zentralbank sind wir auch schon darauf angegangen, an einem Hauptpunkt, dass überhaupt mal kann direkt Prämien und Staaten machen, und nicht über den privaten Finanzmarkt all die Prämien laufen. Und dann auch eine Steuer über finanzielle Transaktionen, das ist auch eine Idee, die man manchmal schon ein paar Mal abgeworfen, die schon bekannt ist. Vielleicht nach mehr generell den Prinzip von der Kompetitivität abgehen. Solange man das Prinzip von der Kompetitivität tun, innerhalb von Europa, aber auch nach außen, solange also nicht möglich ein soziales Europa aufzubauen, respektive überhaupt soziale Arbeitsbedingungen zu haben. Schon nach 2 konkrete Sachen, die am Niveau von europäischen Linksparteien, respektive von der europäischen Link,
Linkspartei gemacht gin dat das die Europäische Linkspartei und engem Projekt schafft für einen soziologischen und ökologischen Fonds von der sozialen und ökologischen Fonds de Development zu machen. Da findet auch Konditionen gehen, für das die Länder können do Prä machen, das wären aber genau die umgedrehte Konditionen, wie dieser Mann muss erfüllen. Das heißt, sie müssen sich da engagieren, echt keine Austeritätspolitik zu machen, aber von dem Fonds dürfen sie just zu kreieren für öffentliche Investitionspolitiken zu machen. Und natürlich auch ohne Taux d'intérêt oder wann mit einem Prozent just. Also das ist eben ein konkret, das ist ein Text, der wird ausgeschafft und das wird mit am Laufe vom Jahr als Initiative Citoyenne publik gemacht an Initiative Citoyenne, das eine Petition, die man kann machen auf einem europäischen Niveau, wo Minimum 7 Länder müssen mitmachen und brauchen 1 Million Unterschriften. Und da kann in den Text der Kommission aufgehen. Und die Kommission, die kann dann natürlich doch darüber dezidieren, was sie will. Aber es geht echt darum, mit der Initiative Citoyenne einen europäischen Debat überhaupt mal zu kreieren. Also etwas richtig Europäisches und nicht just national und das Base Brüssel. Aber es hat man auch angefangen, konkret zu machen, das aber nicht nur mit Leuten aus der mit Parteien aus der Europäischen Linkspartei, sondern mit linken Parteien hat. Das also auch an der Optik für wirklich einen öffentlichen europäischen Debat zu haben, das für gemeinsam auf verschiedenen europäischen Ländern im Idealfall derselben Tag gemeinsam Projekt de loi zu deposieren. Das heißt, die gehen auf einem europäischen Niveau, also an Zwischenarbeit zwischen den verschiedenen Parteien ausgeschafft an gemeinsam deposiert. Also das ist so, ganz neu, Deutschland und Frankreich schon, sie hatten ganz konkret gemacht. Syriza aber zum Beispiel, die hatten auch ein Projekt von Eis, den mir über Licenciement abusif, den hatten sie auch bald Teil überholt. Und wir wollen dann am Anfang renforcieren, dass mehr als Linkspartei matt können bestimmen, was um ein europäisches Niveau am Anfang politisch aktuell ist. Ja, und dann vielleicht kurz den Text, den da hat Europa neu begründen. Das ist von eben den Deutschen, die sind ja Gewerkschaftler dabei, Philosophen, Sozialwissenschaftler, die hat das löscht dabei. Das ist eine Initiative, das ist schon nicht die einzige, ich muss noch in Frankreich die Ökonomisten Thierry, die dann in eine Richtung gehen, die Kinder Beispiele. Das aber, dass man aus Deutschland etwas kennt, an der Richtung, das ist ziemlich erfreulich, muss ich sagen. Sie haben an dem Aufruf sind ziemlich viele Punkte dran, die sich von mir schon lange an unserem Programm dranstehen. Sie schwatzen natürlich auch von einer Besteuerung von Finanztransaktionen. Sie schwatzen vom demokratischen Defizit an Europa. Und es ist so ein, der Titel seht, Europa neu begründen. Also solch eine Förderung, die man nicht mehr können unterstützen. Europa neu gründen oder neu begründen, ich dann neu gründen. Also eine Förderung von Eis. Wir haben uns auch ein bisschen Gedanken gemacht, was das alles gibt. Es gibt effektiv Häschen, da sind nicht Häschen, dass man die EU will ablesen, geht neu begründen. Es gibt aber Häschen, dass man von Treten ablesen, dass gibt neu Treten müsst ausschaffen. Wir sind am Gegenteil zu dem, was ganz oft linke Parteien vorgeworfen wird, sind wir für ein Föderaleuropa. Föderaleuropa, wo aber ein Grundprinzip ist, eine Dezentralisierung von der Macht. Das heißt, nicht Brüssel, eine Kommission, eine Conseil, die
oder sogar just Finanzminister an Nationen deren. Nee, eng Dezentralisierung geht just über den Weg von der Kreation von einem regionalen Europa. Und das wären die Regionen wie transnational. Das ist auch das Prinzip vom Nationalstaat als Entität muss den Term abgehen. So ein Term, wir machen dann nicht mehr mit der Vorstellung. Bon, auch an Hilfällig gibt auch keine Kommission, die sowieso nicht kein demokratisches Organ ist, das sind Leute, die delegiert sind von den Gouvernementen. Den Conseil en tant que tel müsste auch abgelöst gehen, und du wennst aber ein europäisches Parlament, das real demokratische Kompetenzen hat. Ja, so in Europa kann ich natürlich aber auch just an einem globalen Kontext denken. Europa kann sich just aufbauen, wenn es sich an einer Welt gesagt hat. Das muss ich auch mehr darüber denken, dass ich sich mehr eine Vision von dem ganzen Krieg schon dadurch am Gedanken Schengen zum Beispiel. So Europa kann nicht die Bull da bleiben, die irgendwo da hängt, und wo man dann mit der Krise am Nordafrika bin man dann do Schengen, das geht dann nach mehr streng zugemacht, und so getischen Länder lassen man sich nicht mehr durch. All diese Sachen muss ich manchmal mit denken.